sind nur daheim, schon Fotoen durchgeguckt und schon nur die zwei best herausgesicht, die ich dann werd bearbeiten. Das ist einerseits die heutigen Foto, wo man einen schönen Sonnenstern haben, aber wo aber, wenn man sich ein Histogramm anguckt, der ganze Vordergrund am Anfang total schwarz ist. Und seht ihr noch, wo die schwarze Farbe sind, da schlägt alles links un. Das heißt, da sind sich keine Informationen mehr dran. Und dafür habe ich die zweite Foto, wo ich gesagt habe, da schlägt es nicht un, die ich dann holen für meinen Vordergrund, weil den da schön hell ist. Und du gesagt, den jetzt schlägt das ja un, das sind die Luchten, die sind ausgebrannt, das ist an dem heute Fall den Himmel, den ausgebrannt ist. Aber das ist mir bei dieser Foto auch egal, weil ich eben für den Himmel von der anderen Foto holen, wo er nicht ausgebrannt ist. Und da setzen wir die zwei Fotos zusammen. Wenn ihr guckt, was mir hier aufgefallen ist, das war mir auf der Platz selber mal gar nicht so richtig bewusst. Gluten vom Turm, die scheinen viel mehr hell zu sehen, sodass ich gucken, ob ich dann die helle Luchten vom Turm nachhole, für den ein bisschen hier noch belicht ausgeseit oder nicht. Das gesehen ich hier noch am Lauf von der Entwicklung von der Foto, wie wir das machen. Das ist auch wahrscheinlich eine Affäre gut, weil einem du besser gefällt. Das gucken wir einfach. Für die Foto zu bearbeiten, werden wir dafür am Lightroom und auch am Photoshop schaffen. Und jetzt mal aber an den Photoshop gehen, werde ich für dich ein paar Basisentwicklungen am Lightroom machen, für dass die zwei Fotos farblich über die Nähe passen. Ich fange dafür als allererst am Anfang mit der heutigen Foto an, wo ich dann an den Entwicklungstool gehe. Und mit das allererst werde ich machen, ich setze mal die Farbe von Farbe auf Landschaft. Da geht das Ganze schon ein bisschen mehr kräftig. Für das ja noch die Fotos besser über die Nähe passen, hole ich die Lichter aber trotzdem ein bisschen raus an den Dunklen, dadurch den Himmel schon mal auf, sodass der nicht gerade so ganz ausgebrannt ist. Das hat auch den Vorteil, dass ich ja nur am Photoshop die Beben dann besser über die Nähe gesagt kriegen. So auch die Weißtöne hole ich noch ein bisschen raus, eben auch für den Himmel ein bisschen aufzudunkeln, für das nicht no Problem haben, wenn ich die Beben will, über die Nähe setzen. So, voilà. Und dann gehe ich auch nach Profilkorrekturen, die man nicht tun, weil den Ausschnitt gefällt mir so, wie ich eben ein Foto gemacht habe. Und sowieso werde ich ja nur, wenn ich ganz fertig bin mit der Foto, so ein bisschen beschneiden, vielleicht auf ein 16:9-Format, das muss man evaluieren. Auf alle Fälle mache ich aber an Objektivkorrekturen entferne ich chromatische Aberrationen, weil also hauptsächlich drin Beam eben, wo so großen Unterschied von hell auf dunkel ist, sind da dran. Voilà, für den Rest lassen ich mal alles so sehen, weil ich setze die Standfotos zusammen, irdisch die Weiterentwicklung machen. Mit irdische Fotos zusammensetzen, gehe ich aber auch nach ein Kehr auf die andere Foto. Und auch da passen ich verschiedene Sachen aber an. Wie bei der anderen mit Licht darauf gesagt haben, setzen ich heute Dave den Rupp, für das sich farblich eben den anderen besser aufpassen. Wenn ihr guckt, eben das ist eben der Notdeel von der Foto. Ich könnte natürlich auch just die Heiten holen. Aber dadurch, dass die Stiften so extrem rupgezogen haben,
da könnt natürlich an den deichtere Bereicher von der Foto, die ich schon abgehalten habe, Rauschen an Bild, weil ich kann evitieren, wenn ich die zwei Fotos zusammensetzen, weil an der anderen Foto der Vordergrund richtig belicht war, sodass du kein Rauschen am der Foto dran ist, weil am Endeffekt einfach dazu führt, dass das Resultat eine bessere Qualität hat mit Mann Rauschen. So, ich gehe natürlich auch hier die Farbe auf Landschaft umsetzen. Voilà, und da gehe ich natürlich auch hier chromatische Aberrationen entfernen. Das ist für den Moment mal alles am Lightroom. Lo seht ihr hier die zwei Fotos, die ich bearbeitet habe. Voilà, man sieht, farblich passt das noch nicht 100% übernehmen. Aber das wird mal am Photoshop dann zusammensetzen. Dazu wähle ich meine zwei Fotos aus und dann Rechtsklick, bearbeiten ihn und dann nicht in Photoshop bearbeiten, boah, das gibt auch direkt, wähle ich in Photoshop als Ebenen öffnen. So, und dann dauert das einen kleinen kurzen Moment, bis die Fotos am Photoshop geladen sind. So, lohne ich meine zwei Fotos am Photoshop geladen. Das dann hier die für den Ofen als die für den Himmel, und innen als die für den Vordergrund. Für nicht an einen zu gehen, nennen ich sie auch ich benennen die Irrwäscht Ebene Himmel an die innerst dann einfach Vordergrund. Voilà. Jetzt weiter und daneben schaffen, wählen ich sie für dich mal an so aus, für sie oben hin aufzurichten, für das sie 100% genau oben hin. Schon, wie da vielleicht an dem anderen Video gesehen hat, ein Stativ benutzt, wie ich Foto gemacht habe. Das heißt eigentlich, müsste den Ausschnitt von den zwei Fotos immer 100% genau selbst sein. Das muss aber nicht unbedingt der Fall sein, weil es kann immer sein, dass du draußen das Stativ vielleicht durch einen Luftstoß oder durch sonst irgendeine Vibration oder etwas minimal verrickelt gehen, für aber sicher zu sehen, dass die Fotos ganz genau selbst übernehmen passen, rieche ich sie aus. So gehe ich auf Bearbeiten und dann will ich Ebenen automatisch ausrichten. Hier lasse ich Projektion auf Auto stehen. Ich klicke OK an Schluss Photoshop rechnen, weil das schon geschieht. Aber wie ihr seht, als nicht geschieht, weil die Ebenen effektiv, dadurch, dass ich Stativ Foto gemacht habe, 100% perfekt übernehmen. So, für den Himmel an den Vordergrund zu kombinieren, muss ich entweder auf der enger Ebene vom Himmel den Himmel auswählen oder eben den Vordergrund an das maskieren. Schon weil ich mich für den Himmel entschieden habe, habe ich schon eine Selektion gemacht, die ich wieder gesehen und ich habe meinen Himmel ausgewählt. Aber das gibt eine Methode, eben wieder gesehen, für genau die Beam so schön filigran auszuwählen, dass du an der Mitte das richtig ausgewählt gehen, respektive den Himmel, an das nicht das mit dem Himmel vermischt gehen. Das gibt aber zu weit für du auf die Details an diesem Video anzugehen. Ich mache ein separates Video darüber, wo ich ersterweise, wie so Sachen richtig auswählt. Wie gesagt, das gibt hier einfach den Kader von diesem Video sprengen und da gibt es viel zu lang gehen. Dafür den Himmel oder den Vordergrund auswählen, schon eben den Himmel ausgewählt. Und da gehe ich auf der Himmel-Ebene an, wählen do Mask, eine Ebenenmaske aus. Voilà. Und wieder gesehen, als wenn ich denke, ausschalten, Mask, schalten Sie Ihren Mund, den Himmel von meiner Himmelebene ausgewählt, den als weiß auf meiner Maske.
an dat schwarzt der Vordergrund, das geht von der Ebene in den drinnen geholt, das heißt von meiner Vordergrundebene, weil man sieht, die ewig Ebene ausschalten, geht just nach den Himmel geholt. Nachdem sich die zwei Ebenen mit verbunden haben, brauche ich die heute nicht mehr unbedingt zu versuchen, die zwei verschiedenen Ebenen, dafür wählen ich die an zwei aus, meinen Rechtsklick auf einer Ebene reduzieren, voilà, und dann habe ich nach einer Ebene übrig. Einfach für logisch zu weisen, was man daraus machen, halte ich die dort Ebene an machen eine Kopie davon und sich Ebene duplizieren. Voilà. Just für das man dann hier noch können nach einem Vorher-Nachher-Vergleich machen, für zu gucken, was man noch alles in der Foto geändert hat. So, ich gesehen auch schon, dass nach einem ganzen Cope Sensorflecken respektive irgendwelche Stöps auf der Foto ist, die will ich nur noch rausholen. Du gehst die pure Methoden. Meine Methode ist immer schulenden Lasso und ich wähle all die Sachen, wo Stöps ist, aus. Du gehst nicht nur ein paar andere Tools am Photoshop, gehen nicht immer eine ganze Code-Methode für schlussendlich auf das selbe Resultat zu kommen. Das heute also mein Resultat. Voilà. Wenn da eine Auswahl gemacht wird, dann will etwas beifügen, einfach Shift drücken, da könnt ihr kleine Plus innen beim Lasso bei und da könnt ihr weiter Sachen auswählen, weil man sieht, das bleibt, die zwei bleiben bestehen. Da meine ich das weiter, heißt ich überall nach kleinen Stöpskehren, die ich oder respektiv Sensorflecken, die ich noch alle auswählen. Ich gehe hier immer das Foto so durch, für zu gucken, was ich alles so am bloßen Nalo gesehen. Da und da und da auch. Aber ich gebe Mengen, das war mein Apparat mit dem Pol sein Objektiv. Ich gebe mal einfach spontan, wir haben einfach sein Objektiv, was knastisch war, weil mein Sensor, den ist proper, also Pol, wenn ich gelieft, nächst jetzt mal dein Objektiv, lehnt ein bisschen botzen, ne? Dann habe ich nur am Photoshop notrechtlich meiner Arbeit. Du siehst, das ist ich will nicht gerade so ein Sisyphus habe ich mir nicht gerade das Interessantste, wenn mit einem propren Objektiv an einem propren Sensor fotografiert oder den schon einfach die Arbeit am Photoshop gespürt und kann in andere Sachen machen. Voilà. Schön mal Graph all die Flecken ausgewählt, die ich gesehen habe. Und dann ging ich mit dem ausgewählten Lasso-Werkzeug ich an einen von den Auswählen Rechtsklick, Fläche füllen, inhaltsbasiert, Deckkraft 100%, klicken OK. De Photoshop preschen ein bisschen. Voilà. Ich meine, die Auswählung mal aus. Da gesehen, wenn man ganz Foto gucken, da sind die Flecken allfort. Ich meine, ja just eben aus, dass man die von innen drinnen gesehen, da gesehen wir halt da, und da, wo die Flecken waren, für allem auch da. Aber wenn ich sie ausschalten, voilà, da sind sie alle gut dann fort. Als nächstes gehe ich dann an den Kamera für die Farbe noch ein bisschen anzupassen. Dazu wähle ich dann den Kamerafilter aus. Dann gehen wir weiter bei den Farben. Das ist immer ein bisschen auf der Gu. Ich fand wirklich, oben ein bisschen eine warme Sonnenuntergangsstimmung war, kann ich die Farben ein bisschen mehr warm machen. Als allererst gehe ich für die Blautöne ich ganz leicht mehr an lila. So ein 15%. Und dann hätte ich auch gerne die Visai 4 vielleicht ein Tick mehr warm, eben wenn es der mehr warmer Sonnenuntergangsstimmung. Und dazu zähne ich dann Geringtöne
ein bisschen mehr an Geld und nicht zu viel, weil ich gesagt habe, zu viel, mehr so ein minus 10%. Auch der Aquamarintein zähne ich ein bisschen mehr dann an gering, weil bloß mir ein Kalf an Geldtein zähne ich auch ein bisschen mehr vom geringen Wäsch an das Orange. Und ich meine, wenn man so lange, ich meine, ich denke, vorher, nachher gucken, voilà, du hast schon relativ etwas geschieht. Dann weiter ging ich bei der Sättigung, gucken ich Blutein ganz bisschen mehr zu sättigen. Voilà, 10%. Orangetein auch nicht zu viel. Dasselbe mit dem Geltein. Voilà. An Geringtein auch. Voilà. Und dann bei der Luminanz nach kann ich die Luminanz von der Blutein ein bisschen rausholen. Dadurch ergibt den Himmel oben, wo das Blut ist, ein bisschen mehr dunkel, was durchaus auch realistisch ist und was so auf der Platz war. Aber bei den anderen, bei den Geringtein, gucken ich, was ja, kann ich ein bisschen absetzen. Und vielleicht auch bei den Geltein ein bisschen Ruf, für das den Himmel nach ein bisschen mehr Struktur kriegt, wenn ich die Geltein aufsetzen, wie wenn ich die nach aufsetze, weil du geht das ganz just nach mir hell und da geht am Himmel, wo die Sonne geht, Struktur verloren. Und dasselbe ist auch mit den Orangetein. Voilà, guck mal einfach vorher, nachher, voilà, du hast schon etwas Kleines geschieht. Da ging ich ja wunderbar beim Detail ein bisschen schärfen. Voilà, an lo maskieren ich das ganz natürlich, weil ich nicht will, dass mein Himmel matt geschärft wird. Dafür gucken ich, dass den mäßig schwarz geht. Voilà. Das heißt, dass den nicht matt geschärft wird. So. Dann werde ich aber auch noch will machen, das als ein Verlaufsfilter. Gucken, ich habe einen Verlaufsfilter über den Vordergrund ziehen, weil ich will, oh ja, das tut ja gesagt gut aus, ich will den Vordergrund ein bisschen aufdunkeln. Also da eine Bearbeitung dran, ich meine den Wäsch, voilà. Da gucken wir, ich dunkeln den Vordergrund ein bisschen auf. Voilà, ein bisschen mehr wie ein halb Blend. Ich kann auch da die Lichter ein bisschen rausholen, das dunkelt nämlich den Vordergrund auch noch ein bisschen auf, weil am Mai will ich, obwohl ich dunkelt noch ein bisschen mehr, voilà, Mai will ich mit dem Filter nicht machen. Dann sehe ich aber ein Verlaufsfilter, das kann ja hier vom Eck ran. So, für auch nach den Eck ein bisschen aufzudunkeln. Gucken, so. Voilà. Bearbeitung von Vierteln, also Lorem dran, die holen ich raus. Da gesehen ich genau, was ich hier mache. Ja, ich dunkeln hier, und denke ja, ein halb Blend so auf. Und holen auch hier die Lichter noch ein bisschen raus. Voilà, an. Da mache ich denke dasselbe von
der anderen Seite auch du gucken, ich denke ja, was genau wirkt, voilà, das ist gut. Und da kann ich am Punkt Bearbeitungen von der anderen Seite kopieren, weil die sind tipptopp. Voilà. Dann kann ich eventuell auch nach einen Verlaufsfilter oben durch den Himmel ziehen. Voilà, lo nicht die worauf ich gucken. Ja, das tut das gut. Du hast nach Darstellungen von vierten ran, die manch auch an auch du dunkelisch oben den Himmel nach ganz bisschen auf, wie das den nach voilà, ein bisschen wie dunkel geht. Ein feiertes Blanch ist lo nicht zu viel. Man liegt ein bisschen, voilà. An mei manisch Lodo nicht. So, das also für die Verlaufsfiltern, dann will ich auch noch einen Radialfilter auf Bild lehnen, da wo die Sonne ist, für das ein bisschen mehr warm zu kriegen. So, ich muss den Lo natürlich umkehren ausschalten. Dann gucken ich lo, voilà, ungefähr so hätte ich gern, dass der wirkt mit einer weichen Kante auf 100, das auch gut. So, und dann meine ich da, die ich mal heute Darstellungen aus, die dran sind, Temperatur, weil du die Sonne ja schenkt, die Farftemperatur noch ein bisschen rup, für das an der Mitte vom Bild, wo die Sonne schenkt noch ein bisschen mehr warme Farbton kriegt. Vielleicht 20% an auch vielleicht ganz ein bisschen schon mehr hell, dass das ein bisschen imitiert auch weißt du wo die Sonne geschenkt wird, weil anzieht schon na ganz ein bisschen schon rup. So, wenn wir da gucken, vierte Runde du no, wat lo schon alles geschieht das, als mengglisch Foto definitiv schon eng ganz anders. So, dat war lo alles, was ich am Kamerarohr wollte machen. Da klicken ich auf OK. Und voilà, dann habe ich lo Bild hier am Photoshop. Lo freue ich mich die ganzen Zeit, ob den Horizont riecht das mich mengen, aber ja, weil wenn ich nämlich den Turm gucken, der steht hier, riecht wie ein Ent. Und ich will ja nicht tun, dass zu Bert auf einen schiefen Turm gebaut wurden. Dafür mengen ich, wenn ich mich auch richtig erinnere, dass einfach hier die Wiss liegt ewig vor und dadurch wirkt, wie wenn den Horizont nicht 100% schritt wird. Ich mengen, dass ich da am Horizont nicht schritt zu sein, weil auch wenn ich mal da Bäume gucken, und hauptsächlich im Turm, da steht alles Ried an Glut, sodass ich effektiv dann mengen, dass der dort den Horizont so muss bleiben. Wenn ich den Horizont riecht sehen, dann kippt den Turm her honoriert an das kann ich nicht sehen, weil den Turm den als Ried auf der Luststadt so sehen. Voilà, als letzte kleinen Feinschliff, jetzt mal fertig sind, gehe ich schnell bei Korrekturen und mache nach einer Gradationskurve, wo ich die Lichter ganz ein bisschen rupsetzen, nur nicht zu viel, just ganz ein bisschen, und Tieften nach ganz ein bisschen raufsetzen, voilà, für das ganze Bild nach ein bisschen mit einem knackschen Ton kriegt. Voilà. Das wird gewirrscht für das Foto von Marquardt Tower zu werden, wo da an dem ersten Video gesehen hat, wie man auf der Platz selber die Fotos gemacht haben. Hier laut Bearbeitung am Lightroom und am Photoshop. Ich hoffe, die zwei Videos haben euch gefallen.
Ech so Schmerzi fir gucken, wann se ihrch gefall hunn, Dief da gern den Kanal abonnéieren an den Daumen owen dolossen. Dief doch frohen an Kommentare schreibe, wann der sot, an der sonech Ich Eddie bis die nächst Käier.